Seid ihr bereit, dieses riesige Tor zu öffnen? Tja dann, willkommen zurück zu Tales of Berseria und mal gucken, ob das wirklich so problemlos funktioniert. Ich habe da so meine leisen Zweifel. Denn ich bin mir ziemlich sicher, da wird noch irgendein Boss auf uns warten. Sei es schon Lady Theresa, sei es vielleicht Oscar, sei es sonst irgendwie so ein Spacko. Egal, wir machen sie alle platt. Denn wir haben Dämonenkräfte. Ja, 4 Teammitglieder, 2 davon sind Dämonen, 2 Malakim, Schrägstrich Seraphim. Ist doch geil. So, mal klar noch etwas hier ist. Wir haben so viele Punkte, hey. So, jetzt kommen wir hier rein. Natürlich übersehe ich nichts. So, this opens the gate. One side, yes. The gate has 2 giant doors side by side, with matching levers to open each. Makes sense. All right, let's find the other device. Ja, aber was ist, wenn jetzt mittlerweile wieder jemand hinzukommt, das Ganze dazu schließt? Vielleicht soll jemand hier bleiben? Ja, vielleicht lieber auch nicht. Wir brauchen gar kein Training, wa? Nö. Einfach Level mittlerweile 11. 11 ist cool, 11 ist super. Gut, Karte können wir wissen. Wobei. Mark Nummer 2. Mark Nummer 2. Gib denn mal einen scheiß Namen, ey. Ja, ich habe schon lange einen Namen für ihn, aber eigentlich soll wer den geben? Soll es eigentlich mittlerweile mal schnallen? Nee. Vor allem seit der Sache mit Cecilia müsste sie es doch eigentlich mal so im Hinterkopf behalten, wegen, ja, dann könnte durchaus das sein, so. Das Tor ist offen! And it's open. Let's meet up with the Von Eltia. Back to the docks. Ja, mal gucken. Übrigens ist mir gerade so aufgefallen, ist beim Tor. Da habe ich jetzt gerade verdammt. Aber wirklich sehr, sehr an das Tor der Gerechtigkeit des One Piece erinnert. Ja, gut, die Story dahin ist ein bisschen anders, aber. Hat irgendwie was. Can't let you do that. This is my fortress. Er hat den Kompass gefressen! Was ist jetzt los? Wächter, ja. Neue Anzeige, cool! Es lebe die Bosheit, wa? Der Brauer von 3 Stufen der Stoßanzeige empfasst ein ultimatives Arte und gewährt eine Seele. Ein Gegner mit der mystischen Arte zu besiegen erhöht auch die Beuterate. Endlich mal mystische Arte. Nutze also einen Kombo, um eine mystische Arte zu aktivieren. Hey, dann müsste runtergehen. Aber ganz kurz. Verarschen? Könnte ein bisschen dauern, Leute. Ja, geil, dass die Musik einfach weitergeht. Einmal erlernt können mystische Art eingesetzt werden, um Gegner zu zerstören, indem du L2 während einer Kombo mit 3 oder mehr SA gedrückt hältst. Diese Art ignorieren das Combo-Limit. Du kannst mit ihnen also Kombos verlängern. Was Maximum erreicht ist, außerdem erhältst du bei ihrer Verwendung eine Seele. Dann gemein, abgeschlossen und tschüss, er ist down. Ach nö. Wäre aber geil gewesen. Ah, hab gar keine mehr. Ah, ich hab noch die Klaue.
Ich nehme noch im Klauer-Modus. Oh, nimmt dann ein bisschen viel Schaden. Laffy, heilen wäre ganz geil. Laffy? Ja, muss rein. 3 und mehr Esser. Ja, warte mal ganz kurz. Bin ich doof? Jetzt mal noch einen mystischen Arte ein. Ja, da schon wieder Schmerzteilung. Okay, das ist irgendwie nicht das, was ich gerade wollte. Da, setz mal die ein. So, was irgendwie nicht wirklich war. Essen? Hast du ein bisschen mehr Glück mit... Wollen wir gerade vom Namen her verarschen? Drakonische Härte. Draco, Essen, du bist doch ein Arsch, ey. Man sieht's nicht natürlich wie immer. Ja, das muss ich sagen, macht natürlich auch. Hallo? Ja, mein Gott, das war jetzt einmal, aber 12. Hallo? Er hat 12. Außerdem kann ich gleich hier noch was. Hat er gerade mir ein Ding geklaut? Oh, es wird aber sauer. Ich kann relativ schnell die Art einsetzen, wa? Was war denn der da? Oh, geil. Einfach ausnutzen müssen. Dauert das lang, bis ich mal diese scheiß Esser voll kriege. Wenn es halt etwas gibt, was ich nicht vermisst habe, waren es die Esser. Die habe ich echt nicht vermisst. Cool, wa? Ich wollte gerade sagen, vergiss es. Lass den Kleinen in Ruhe! Du bist doch ein Arsch, ey. Widerstand gegen normale, ja, ja. Vergiss es! Vor allem, wie schön die auf mich hören, wa? Ich sag hier, Arte, verdammt nochmal, setz doch einen mystischen Arte ein, was machen die? Hab keinen Bock drauf. Ich lach down. The docks are swarming with demons. The Von Eltia will be overrun. Rats, we don't have long. Eisen, can you signal for them to go through without stopping? That'd keep them safe. But what about us? We'll jump down onto it as it goes past. Is there another option? Eisen, give some kind of sign. There's no need. The Von Eltia will sail through. Without an order? It was part of my plan. Welcome to the Ifried Way. Wie dreckig er grinst. It's coming at full speed! Let's get a move on then. Will this really work? Do you want the Reaper's reassurance?
What are you? Don't scare me like that. I'm sorry. Yes! Nailed it! You're lucky Mommy Lou's around. Let's go. Ja, durchaus eine epische Szene. Alter, was für ein Level-Up. Warum hat sie ihn jetzt Laphicet genannt? Da kann man jetzt verschieden interpretieren. Ich hoffe doch mal, es gibt, also ich hoffe natürlich schon, dass er die Wiedergeburt ist von ihrem Bruder sozusagen. Alles andere aber nur quasi, ja, sind sich halt ähnlich fertig. Ja, fände ich jetzt nicht so gut gemacht. Aber egal. Durch Auffüllen dieser Anzeige können Charaktere mit Potenzial freisetzen und mystische Arte ausführen. Ein Charakter, der eine mystische Arte gelernt hat, kann es durch Drücken von Elsa ausführen. So wie der Esser. Das aus von Seelenbrechern. Ja, mache ich die ganze Zeit. Verdienen bei geholtenem Gebrauch Sterne. Okay. Oh, je mehr Sterne, desto besser. Okay. Nicely done! You're not going to thank your savior for her crafty cannonballing? Are you nuts? I told you to stay away from the cannons, not bang on them. But it was fun! And everything worked out, right? I'm sorry. If it's that important to you, keep it safe. You wouldn't want to lose it again. Give it. I need to set a course. Fine. You read it for me then. Yeah. But listen, kid. Give me one false reading and you're shark bait. Better work hard. What's Laphicet? It's a name. Your name. My name? Laphicet. It's a fine name. Well, it's no Magilou. We're through the channel. Give us a course, Laphicet. Aye, aye, sir. We're headed straight for Logres. Now this is refreshing. Sailing into port like normal people. Well done, boy. The sharks are gonna go hungry tonight. Yes, I'm glad. This won't be a problem? Docking a pirate ship here? So, how were the northern seas, Eisen? Helavis and Vortigern are in ruins. Trade with Northgand will likely be disrupted for quite some time. Well, I like the sound of that. I'll have to act quickly. Any word of the captain? Aye. It's an old rumor. But they say Captain Ifrid was sent to Titania. The island prison overseen by the exorcists, huh? We'll have to look into that.
I registered your vessel as one of our merchantmen, same as always. But even so, stay on guard. There's a grand ceremony being held in Logres. Lots of watchful eyes about. I see. So they exchange information for mooring. Information. For mooring? Having the latest news gives merchants a chance to make favorable trades. So it's worth protecting a pirate. I bet Eisen and his crew have connections like this in nearly every port. Not even the Abbey's iron decrees can withstand the force known as human greed. I see. Don't bother going to Titania. You won't find Ifrid there. And how do you know that? Because I escaped from there. And before I did, I heard something from the prisoners. They said Ifrid was the only prisoner to ever get out alive. And that he was taken by an old exorcist named Melchior. Lord Melchior is an elder legate at the Abbey. He should always be present at the headquarters. Don't call him Lord. Von Ifrid's our captain. It's starting to look like his disappearance has connections with the highest levels of the Abbey. Their headquarters should be in the capital, right? Yes, at the Royal Villa in Logres. I've never been there, though. And Velvet, your business is with a man in the capital, right? Looks like we're all headed to the same place. I won't apologize for involving you. Usually I'm the one who says that. Ja, normalerweise, ja. Sex und Hafen, Kreuzung des Handels. Ach ja, Freunde, sein Name ist Laphicet, na endlich mal, oder? Ja, Laphicet. Also mal ganz ehrlich, er kann natürlich täuschen, aber die Stimme ist doch die gleiche. Er hat die gleiche Begeisterung, er reagiert gleich wie der andere, also das Velvet da nicht irgendwie dahinter kommt. Naja, das ist nur ein anderes Thema. Ich hoffe aber, wie gesagt, trotzdem, dass Laphicet sich im Laufe des Spiels, wenn es auch erst bei Part 100 oder so etwas ist, im Prinzip scheißegal, aber bis zum Ende hin hätte ich es doch noch gerne, oder sich plötzlich so ähnlich wie Ceres halt sich an sein früheres Leben erinnert und natürlich deswegen auch an Velvet und wir somit noch ein schönes Ende hätten. Naja, je nachdem halt, war. Eben da halt schönes Ende definieren kann. Vielleicht gibt es so jetzt gar nicht oder keine Ahnung. Wir werden sehen. Nach dem Erfolg genauer gegen einen Hustentyps. Kostet eine Seele. Aha, warte mal. Da bin ich doof. Ja, die haben natürlich gar keine mystische Art. Seht ihr das? Nö. Oder, Flüges. Hä? Jetzt mittlerweile hast du eine? Jetzt hat auch eine. Achso, die ganze gewundert. Die hat noch gar keine. Mensch, aber das Symbol verwechselt. Sorry, Leute. I'm very sorry. By the way, there's the little matter of your ship. My men brought her through the gate as well. We're going to use her as a scouting vessel. Do what you want. We stole it in the first place. A scouting vessel. I've assigned Benwick to her. He'll give you the details. Okidoki. Neues Symbol auf der Karte, das Gelbes. Och nö, die Katze schon wieder. Was ist denn das? Eine Clownkatze? WTF. Schlitzen, stoßen, platzen lassen. Wertlos auf ein Spielchen. Was? Velvet? Stufe 1? Was geht hier ab? Was muss man tun? Come on, really? Aha. Du. 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 Come on, really? Ich glaube, viel schneller geht es nicht mehr. Warte, da vorher was. Was? 4 Sekunden! Come on, really? Come on, really? Seht ihr? So geht's doch. Ein paar Minispiele hier. Ja, warum nicht, wa? Miau. Wird. Ja, müssen. Hä? Was? Was will der Kleine von mir?
Kann ich bitte hier Mode mal ganz kurz gucken? Velvet. Hey, normaler Stil, Dorfbewohner-Stil. Symbolisiert ihren abgrundtiefen Hass. Joa, kann man ja mal machen. Bei ihr symbolisiert es einen abgrundtiefen Hass, bei allen Zuschauern symbolisiert es ewige Albträume. Alter. Was? Keine Angst, die Arme ist in Ordnung? Aha! Ja, weil es so seltsam aussieht, versteht ihr? Ist das scheiße? Das kannst du doch nicht machen. Das geht doch nicht. Nee, das kannst du nicht bringen. Das ist ein No-Go. Definitiv ein No-Go. Ja gut, ich denke mal, bevor wir hier weitermachen. Abspeichern. Perfekt. Abspeichern, ein paar beenden und in der nächsten Folge dann gucken. Das ist schon ein schönes Schiff, wa? Seltsame Segel zwar irgendwie, aber hey, es passt ja. Natürlich im Hafen das einzige Schiff war, die anderen sind alle weiter draußen. Ist ja auch egal. So, abspeichern. Und ich sage wieder mal, vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Und bis zum nächsten Mal hier beim Let's Play von Tales of Berseria mit... Naja, im nächsten Scheideweg haben wir dazu eine Animation gesehen, war durchaus episch und so weiter. Ich frage mich, ob wir jetzt echt zur Hauptstadt gehen und dann da halt auf Arturus und den Rest davon treffen und dann ähnlich wie bei Cestiria und bei den meisten anderen Tales of Spielen irgendwie grandios versagen und irgendwie etwas Unglaubliches erfahren und dann, ja, quasi von vorne anfangen müssen. Könnte ja alles passieren. Mal schauen, wa? Aber nochmal ganz kurz. Schon mal bei Strategien bin. Ah, ich dachte, jetzt hätten sie vielleicht irgendwie etwas noch bezüglich mystischer Art und so etwas. Kein Einwechselangriff, selbstentscheidenden Stoß. Ja, das sagst du sowieso manuell, also von dem her. Aber ihm... Ja, müssen wir mal gucken, wann. Müssen wir mal schauen. Wir sehen dann fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.